Merci und Kollegen von den Linken für das Initiativ, die mir aber nicht mehr drohen. Ich will hier vielleicht an der paar Worte nachher resümieren, was unsere Position an dieser Frage ist. Das erste ist, wir machen einen ganz klaren Unterschied zwischen der Aide humanitaire und der Kooperation au Développement. An unseren Ländern ist das humanitär etwas, was man noch viel mehr großzügig umsetzen wie das, was man mal Blick macht. Dazu geht doch Hilfe beim Covid oder bei Naturkatastrophen oder bei Hungerkatastrophen. Das ist etwas, wo ein Land wie wir unbedingt müssen durchstehen, für zu helfen. Kooperation ist aber etwas ganz anderes. Kooperation ist eine Politik, die an ihrer Konzeption aus den 60er Jahren ist. Das ist etwas, was heute eigentlich am geostrategischen Kontext nicht mehr so kann gefeiert gehen, wie es immer ist. Wir haben Konkurrenz von China und ganz viele Länder, die einen ganz anderen Approach haben. Auch von anderen Akteuren, die einen ganz anderen Approach haben. Und wir haben an Afrika selber eine immer mehr große Opposition gegen die traditionelle Politik von der Entwicklungshilfe aus vielen Gründen. Weil eine permanente Aufhängigkeit dadurch restauriert wird, weil verschiedene Schuldenzyklen nicht können überwunden gehen, weil viel afrikanisch Intellektuell haut einfach so, dass du aus den falschen Ursätzen. Und ich meine, wir müssen auch da mit der Zeit gehen, und wir müssen überdenken, ob die Politik noch richtig ist. Sie hat eine ganze Reihe von Notdelen. Den Double Emploi ist und den Herr Feier seinen Ausführungen, die ja gut gemengt wären. Wir haben nicht selber den Fanger auf einen Wund gelöst, wenn wir gehen mehr an Dunvra, wo wir gleichzeitig dann eine Konkurrenz zu UNHCR haben. Ich meine, wir müssen einfach den Courage haben, wie zu sagen, die Entwicklungspolitik muss konzeptuell neu gedurcht gehen. Und das ist der Schritt, den wir machen wollen. Wie gesagt, es geht besser weh. An ein bessere Weg, wo wir auch können, hingehen als Lützeburg und als Europäische Union, das ist zu gucken, dass das Handelsrelationen mit den Staaten so gerecht wie möglich sind, so oft wie möglich. Keine unfaire Konkurrenz, einfach das Erlauben, denen Ländern einen richtigen Zugang zu unserem Meer zu gehen und ihnen dabei zu helfen. Das ist langfristig vielleicht ein besserer Weg, wie die Politik, die aus der postkolonialen Zeit von den 1960er Jahren gedurcht und angefeiert ging, und die wir einfach müssen auf einen anderen Weg bringen. Wir haben auch gesagt, weil wir eben Zweifel haben in der Sinnhaftigkeit von dem, was heute gemerkt wird, wobei ich muss so selbstverständlich fragen, mit jedem Rängen, den an einem Kader von einem Projekt seine Lebenskonditionen kann verbessern. Das ist ein punktuell Denken, das ist nicht ein strukturell Denken. Wir haben einfach eine Obligation geholt, die besteht nach immer, das sind die 0,7% vom Brutto, also vom RNB, zu denen stimmen wir auch, aber wir sollen auch es gibt Regeln an der OECD, was kann umgerechnet gehen, was soll umgerechnet gehen auf die 0,7%. Und da so wir als ADM, wir sollen das applizieren und das umrechnen, was wir können umrechnen. In dem Fall leihen wir natürlich absolut mannerhäßig, aber es gibt auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel am humanitären Bereich mehr zu machen. Voilà, ich meine, der Resümee erklärt, wie wir diese Motion nicht mehr drohen. Und ich meine, wir sollten einfach die Courage haben, für die Politik zu überdenken. Merci vielmals, Herr Kartheiser.